Und weiter geht's mit dem zweiten Part von Legend of Zelda Skyward Sword. Und ich werde hier gerade aufgehalten. Mann! Ja, was ist denn los da oben? Guten Morgen, Michael. Heute ist die Vogelreiter-Zeremonie. Wie fühlst du dich? Direkt aus den Federn geholt. Ich werde etwas mit dir besprechen. Halte Z gedrückt, sie ist mir und dann, ja, das Normale. Das Anvisieren und quatschen. Genau, durch Drücken von Z kannst du Ziele anvisieren. Ja, als alter Zelda-Veteran weiß ich sowas doch. Du kannst Personen durch Drücken von Z anvisieren und dann durch Drücken von A mit ihnen sprechen. Hast du gerade eben schon mal gesagt. Wenn es niemanden zum Anvisieren gibt, kannst du Z auch drücken, um wieder nach vorne zu blicken. Aber auf diese Entfernung lässt es sich nicht gut drehen. Also kann doch hier hoch, ja? Und was bringt mir das? Ich sollte doch eigentlich zu Zelda gehen. Wenn du auf die Todsknolle springen kannst, du auf sie klettern halt. Halt A gedrückt, bewege dich um zu sprinten. So kannst du kleinere Höhenunterschiede überwinden. Aha. Interessant zu wissen. Also dann, nehmen wir etwas Anlauf und... Ja, es hat geklappt! Oh. Ups, das war jetzt gerade ein Fehl. Ja, jetzt klett's. Und Link hoch, danke. Und das ist praktisch, durch Drücken von A zu sprinten, oder? Wenn dabei deine Ausdaueranzeige leer wird, geht dir jedoch leider die Puste aus. Wenn sie beinahe leer ist, sollst du dich kurz ausruhen. Und weiter geht's. In Lücken wie diese kannst du durch Normalbewegungen springen. Das ist der automatische Sprung. Automatisch. Klingt gut. Klingt normal, ja. Ist ja immer so ein Zelda-Spiel. Juhu! So, Netz, was willst du? Jo! Jo! Hallo Michael, bist du auf dem Weg zum Jetzt quatscht der mich schon wieder das Gleiche voll. Hey, ich glaub's ja nicht. Ach, du bist verabredet? Echt? Wusste ich noch gar nicht. Zelda war da schon... Ach, stimmt ja, Zelda war's. Das Haustier von Zeldas Vater, Gepora, unserem Direktor, ist weggelaufen. Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich... Ach, ich muss Tierbabysitter spielen, na ganz toll. Ach, was soll ich nur tun? Erst mit einfangen? Der Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung der Zeremonie. Ja, und ich übrigens auch. Wir haben noch ein Date, wie du gerade gesagt hast. Ich hole mir mit Futteranlagen und die Zeremonie beginnt bald. Und in dieser Kleidung kann ich hier nicht hinterherklettern. Wäre es gut, mit mir zu bringen? Was tut man nicht alles als netter Skyloft-Bewohner? Danke, dass du dir Zeit nimmst, mir zu helfen. Ja, schon gut. Kann sich danach mit Rubinen bedanken. Du müsstest hier irgendwo etwas zum Hochklettern finden. Wenn du dich an den Vorsprung entlang hangelst, dann sollst du aufs Dach kommen. Danke nochmals. Auf jeden. Ja. Okay, da drüben würde ich hin können. Wie komme ich jetzt hoch? Okay, so geht es schon mal nicht. Komm ich dahin? Ist wieder eine Vogelstatue? Und den kann ich offenbar abspeichern, dass es hier so viele davon gibt. Ja, Moment mal. Ja, das war doch geil und ich hab's gerade noch im letzten Moment gesehen, ey. Also, sie hat auch immer eine Ausdauer. Mensch, das Kind Link, geh mal ins Fitnessstudio, hey, so schwer bist du auch oder nicht? Du bist doch keine 40 Kilo, das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Wow, das war knapp, das schon, das klappt nicht. Schnell hier noch hoch, na klar. Klettern verbraucht auch Energie. Okay, jetzt bin ich hier oben, was gibt's denn hier eigentlich Schönes? Was, eine Glocke? Auch nicht übel. Was soll das sein? Das sieht mir beinahe aus wie ein Enterhaken, oder? Greifhaken, Enterhaken sag ich schon. Okay, hoch muss ich also, kann ich die Kiste irgendwie verschieben? Hey Michael! Das quatscht mich schnell von Seite an oder ist ein anderer? Es ist der gleiche. Auf dieses Dach zu gelangen reicht es nicht, wenn du durch Drücken von A sprintest. Ja, was du nicht sagst, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Du hast bestimmt bereits die Holzkiste entdeckt, oder? Alter, ich stehe direkt davor. Stell dich davor und halte A gedrückt, um es zu verschieben. Sprint dann durch Drücken von A auf die Kiste dazu oder halt direkt davor. Ja, ist das schon gut. Na, bist du zufrieden? Ja, kann ich jetzt hoch? Noch mal nicht. Noch näher geht's aber nicht. Okay, ich versuch's mal. Yeah! Geronimo! Ja, es reicht. So, jetzt kann ich einfach anschleichen, oder wie? Hä? Was ist denn das für ein Vieh? Ich dachte zuerst, es wäre eine Katze mit Fledermausohren. Das Spiel ist ziemlich verrückt und wo bringe ich den jetzt hin? Ja, miau mich doch noch voll, ey. Geronimo! Das wird wehtun.
Arme Knie. Hier ist es. Du hast die Heil zurückgebracht. Vielen Dank, Michael. Auf jeden. Bin doch Tierlieb und alles. Ich animieren nun füttern. Ja, dann fütter sie mal. Sag dem Direktor Bescheid, dass wir sein Haustier gefunden haben. Er müsste sich auf dem Platz von dem Tempel befinden. Da will ich doch sowieso hin, oder? Ich dachte doch, Zelda wäre da oben. Ah, da hoch geht's. Alles klar. Zelda ist sicher auch dort, also beeil dich. Ja, mein Reden. Also gut, besuchen hier Zelda. In unserem Sprint. Was machst du da eigentlich? Ja, hallo? Oh. Wow, wie siehst du denn aus, ey? Morgen, Michael, hast du dich gut ausgeruht? Ja, schätz mal, du hast wegen der Vogelreiterzeremonie kein Auge zugekriegt, was? Wie ich? Ich repariere diese Tür. Sie knarrt nämlich und heute ist doch der Tag der heiligen Zeremonie, oder? Bis dahin wollte ich fertig sein. Dann häng ich mal rein, Alter. Ja, da kann man nichts machen. Und du hast mich nach... Was? Hast du nach dem Aufstehen noch fleißig zur Göttin gebetet? Nee, ich bin eigentlich aus der Kirche ausgetreten. Wenn dich dieser Statue zuwendest und betest, wird alles, was du bisher getan hast, gespeichert. Stunden wie diese gibt es wieder morgen dort. Ja, danke, hat auch schon ausgefunden. Was Durchlauf? Was? Lass dich auf die Göttin? Okay. Was hier? Eine Ausdauerfrucht? Diese so eine Frucht steht deine Ausdauer wieder komplett her. Cool. Kurz im... Sorry. Inventar, ich wollte... Achso, das... Auf 1, Mann, ich wollte schon Minus drücken. Wo ist die? Hallo, ich suche die Frucht. Ja, hier drin kann sie wohl kaum sein, oder? Was? Achso, bis 300 Rubine, alles klar. Ich sehe hier aber keine Frucht, oder? Seht ihr irgendwo eine? Oder fände ich die einfach automatisch? Naja, ist auch eine Variante. Wir haben ein Date, oh yay. Schon wieder eine, okay. Ich setze eine Vogelstatuen. Und eine Cutscene. Das dürfte nun wohl die Statue der Göttin sein, wa? Und da ist sie doch auch schon, unsere Freundin Zelda. Obwohl, ist sie wirklich unsere Freundin oder eine gute Kameradin? Egal, ich freue mich, sie zu sehen. Hallo. Also singen kann sie, das muss ich ihr lassen. Und nein, Freund, ich werde auch den Text nicht vorsingen, weil im Singen bin ich eine Katastrophe. Guten Morgen, Michael. Tag auch. Hat dich mein Wolkenvogel jetzt aufgeweckt, Michael? Ja, irgendwie schon. Unsere Verabredung. Hattest du sie vergessen? Vergessen nicht, aber ja verpennt. Aber ich bin ja da. Sieh doch, mein Kleid an dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Okay, wie du meinst. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eine spielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Sag mal, Shiga so Queen of Time spielt doch auch so einen Teil, oder? Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Ja, wieso auch immer. Ich bin da musikalisch überhaupt nicht auf der Höhe. Auch mit Instrumenten und so, aber egal. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewebt. Wow, nicht schlecht, Alte. In diesem Gewand und der Lyra verkörper ich die Göttin. Ich will, dass du mich so siehst, Michael. Ja, tue ich ja auch. Da steht mir doch, oder? Oh, eine Auswahl. Naja, klar doch. Ich will ja nicht unbedingt Ärger mit dir haben, also sage ich doch, klar doch. Und, glaubt es mir? Meinst du das ernst? Vielen Dank, Michael. Sie hat es mir abgekauft. Glück gehabt. Kann ich mal schön grinsen. Zelda, bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater. Michael ist ja auch schon da. Wunderbar. Selbst du alter Langschläfer hast es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Naja, dank der Hilfe eines Wolkenvogels. Hey Leute, dieser Typ, der erinnert mich ein bisschen an Rauro, also Queen of Time. Euch nicht auch? Und auch an den, oh, hieß der schon wieder? König Daphnos Johansen von Hyrule oder so aus Wind Waker. Irgendwie hat das was. Aber egal. Wir sind hier bei Skyward Sword. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Ja, wenn das mal nicht ein toller Preis ist, dann weiß ich auch nicht weiter, Freunde.
wo wir von Anstrengungen reden. Was ist jetzt los? Hör mal, Vater. Michael hat in letzter Zeit nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Oh, das ist ein peinliches Gespräch. Ihr seht schon links Faces sind total unangenehm. Muss das sein, Zelda? Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Ich kann's halt nicht, Mann. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Beruhige dich, Liebes. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Ist eigentlich gerade der Zweck davon, oder? Sicherlich ist Michael nicht gerade der fleißigste Schüler. Danke, nur weil ich ein bisschen faul bin und so, dafür bin ich clever, also. Ihr kennt euch bereits seit frühester Kindheit, also weißt auch du. Michael und sein Wolkenvogel haben eine besondere Beziehung. Hat gerade sie gequatscht, oder er? Der Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Es ist die Göttin selbst, die jedem von uns einen Schutzvogel zur Seite stellt. Denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Okay, Aras. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier vor der Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war das auch bei euch so. Und wo ist mein Vogel? Der Wolkenvogel, der Michael zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist kaminrot, so selten, dass wir seine Art für ausgestorben hielten. Wow, also ein seltener roter Vogel. Michael, du bist mit deinem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Naja, also. Ich glaube gar nicht so an das Schicksal, also. Erinnerst du dich, Liebes? Damals gleich, als Michael und sein Wolkenvogel sich trafen. Sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen. Ganz ohne Übung, mühelos. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Oh, das hört sich sicher nicht gern. Schwelgen wir in Erinnerung. Links, siehst du was? Es ist doch kein Wunder, dass man Michael um seine Beziehung zu seinem Wolkenvogel beneidet. So. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen. Ach so. Tja, ich bin halt ein auserwählter Held. Da kann man nichts machen. Du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung in der Ritterschule ist. Oh, gutes Stichwort. Wo ist eigentlich mein Schwert? Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten halten. Ja, so mit Anstrengen habe ich eigentlich nicht so das Problem, aber mit Lernen und ich bin doch so faul und ich mag das so lang zu schlafen. Im nächsten Fall wird Michael kein Ritter werden. Der wird sich richtig sorgen um uns. Ist ja schon gut, Liebes. Jetzt reg dich doch nicht so sehr auf. Ja, da muss es von seiner Tochter wohl klein beigeben. Immer wenn es um Michael geht, bist du so. Ja, sprich's aus. Und jetzt ist es peinlich. Na, ganz doch. Michael! Komm schon, lass uns üben gehen, zumindest ein wenig. Ja, das ist... Jetzt komm schon, hierher. Was machst du denn? Mann! Du bist echt eine typische Zelda-Braut. Oh, sowas von Sturheit, das glaubt mir keine Sau. Auf geht's, spring nach der Plattform und ruf deinen Wolkenvogel, so wie immer. Alter, ich habe keine Sprachausgabe. Das wird ein langer Flug nach unten werden. Die Zeremonie wird bald beginnen, da musst du in Form sein. Wie? Was sagst du da? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Sag doch sowas nicht. Du willst dich nur wieder drücken. Alter, ich kann nicht sprechen, das mit Spüren ist ein anderes Thema. Jetzt komm schon, du musst etwas üben. Tu es für mich. Nein, nein, nein! Bist du wahnsinnig? Michael, du musst undrücken, deinen Wolkenvogel zu rufen. Okay, gut zu wissen. Also pfeifen natürlich. Eine Sprachausgabe hat Link nicht, aber pfeifen kann er. Okay. Wie? Er kommt? Er kommt nicht? Ups. Nein. Leute, ich habe ein kleines Problem. Wo ist mein Vogel? Scheiße. Zelda, behaltet mal ein bisschen. Ich falle ja nämlich ohne Fallschirm. Und das ist ein ziemlich langer Flug. Das wird immer schmerzhaft. Michael, ich hab dich. Oh Gott sei Dank. Die Flüge sind noch ziemlich schnell, ey. Ich hab nicht gedacht. So, aber jetzt wo zum Henker ist mein roter Vogel geblieben? Oh. Geht es euch gut? Das sieht so aus. Ich hab gerade den Schreck meines Lebens, ey. Es tut mir leid, ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht es dir gut? Ja, mit mir ist alles in Ordnung. Achso, ich rede mit dem
Die Rede mit dem Vogel. Der arme Schicksalshelden. Ich frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Dass ein Wolkenvogel dem Ruf seines Herrn nicht folgt. Ja, vielleicht bin ich nicht sein Herr, oder vielleicht hat es Amnesie, oder es ist gefressen worden, oder es ist gefangen genommen worden. Kannst du deinen Wolkenvogel noch immer nicht fühlen, Michael? Die Vogelreiterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Michael, du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Ja, jetzt fängst, glaubt sie mir. Ich wäre beinahe draufgegangen, aber ich muss mich nun erst mal um meinen Vogel kümmern. Ja, dann kümmere dich mal um deinen Vogel, du Vogeline. Du sollst in der Zwischenzeit nach deinem Wolkenvogel suchen. Ja, wie bitteschön? Soll ich den Himmel absuchen oder wie? Ja gut, wir sind im Himmel. Ja, der Himmel ist halt ziemlich groß. Was ist denn jetzt los? Mittagspause oder wie? Oh, es ist schon so spät. Die Vogelreiterzeremonie wird dieses Jahr von Meister Tyto organisiert, Michael. Also der Tyto oder Taito? Wisst ihr was? Ich sag mal Taito, das klingt ein bisschen besser. Tyto, das klingt mir so ähnlich wie Tütü. Das sind Zug. Wir sind hier nicht bei Spirit Tracks. Kannst du bitte zu Taito gehen und dich mit ihm beratschlagen? Ich werde ihn bereitschlagen. Ich kann natürlich beratschlagen. Alles klar. Vater, selbst wenn er zum Meister Taito geht, wird er sich doch an den Schuldirektor wenden. Und das bist du. Da magst du recht haben. Du bist wahrlich meine Tochter. Wieso? Weil sie 1 und 1 zusammenzählen kann? Dann werde eben ich mit ihm reden. Michael, sag doch bitte Taito, dass er in mein Büro kommen soll. Oder ich gebe noch einen Rat. Let's Play nicht morgens um 2. Hey, da könnt ihr nicht mehr richtig vorlesen. Ja, zumindest ich kann es nicht. Sag mal, ist der Vogel hinüber oder? Zelda, du kannst dir einen neuen Vogel besorgen. Ich komme, sobald mein Vogel ein wenig ausgeruht hat, Michael. Fang doch mal die an, ob sie nicht etwas über deinen Wolkenvogel wissen. Alles klar, werde ich machen. Puh. Was mich allerdings wundert ist, wieso ist er so außer Puste? Der ist nur mal kurz runtergeflogen, das hat keine 5 Sekunden gedauert. Meine Fresse. Okay, also Taito sollen wir gehen. Und unterwegs unsere Klassenkameraden fragen. Ich sehe gerade, ich bin im falschen Ort, super. Da runterspringen ist keine gute Idee, da geht es ziemlich steil bergunter. Also und ausprobieren, ob ich da wirklich runterkomme, will ich jetzt eher auch nicht. So. Der Weg, sucht den Weg. Was ist denn das? Wandmalereien? Auch nicht schlecht. Oh! Eine Ausdauerfrucht brauche ich zwar nicht, aber... Wow! Alter, Scheiße, jetzt wäre beinahe da runtergeflogen. Da wäre es schmerzhaft geworden. Nee. Da wäre so tief geflogen, dass er nachher nicht mehr schmerzhaft gewesen. Hätte ich gar nichts mehr gespürt. Egal. Ich suche Taito. Wer ist Taito? Bist du Taito? Was ist los? Du siehst etwas mitgenommen aus. Mein Vogel ist weg. Yep. Was? Haben gesehen, als er vor Bado und bei einem anderen Rabauken geflohen ist? Was? Wer und was ist Bado? Bado wollte sich den Platz... Moment mal. Bado wollte sich den Platz ansehen, auf dem die Vogelreiterzeremonie stattfinden soll. Dann ist er wohl Richtung Dorf. Der direkte Weg wäre normalerweise hier entlang. Jetzt müsst ihr das Tor unten nehmen. Ich bin hier noch nicht fertig. Machst du was aus, um die Schule rumzugehen? Nicht unbedingt. Noch was kurz. Ja, noch was. Wo ist mein Wolkenvogel? Nun, ich kann leider auch nicht sagen, wo er gerade ist. Danke für die aussagende Auskunft. So, bist du Taito? Ich suche Taito, bitte melden. Richtige Durchsage. Ja, mein Vogel ist weg, immer noch. Das ist schlimm, aber du weißt ungefähr, wo er ist, oder? Nicht wirklich. Du willst nicht suchen gehen? Aber die Zeremonie beginnt doch gleich. Ja, aber ohne Vogel bin ich aufgeschmissen. Andererseits, ohne Vogel wärst du bei der Zeremonie sozusagen vogelfrei. Ich Wortwitz. Lass die dämlichen Sprüche, Mann, das ist mein Spezialgebiet. Der Direktor ruft also nach mir? Ah, ist doch Taito. Nun gut, ich bin ja schließlich noch einen Gefallen schuldig. Wegen was? Achso, wegen der Katze. Wegen dieser Katzenfledermaus-Verschnitt-Viech, irgendwas. Also keine Sorge, in Xiaomin und finde erstmal einen Wolkenvogel. Auf jeden. Das mal geklärt. Wer bist du? Oh, ein Mädchen.
Eigentlich ist das Aufschließen der Tür nicht meine Aufgabe. Und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Und von wem? Was ist mit dir, Michael? Du siehst unruhig aus. Das kann doch nicht sein. Ein Wolkenvogel ist verschwunden. Sag mal, könnt ihr alle Lippen lesen oder Gedanken lesen? Oder wie sonst kam ihr darauf, dass ein Wolkenvogel verschwunden ist? Ich kann doch gar nicht sprechen. Nein, ich war bis in der Schule. Ich habe nichts mitbekommen. Im Schrank auch. Coco weiß über Vögel am besten Bescheid. Ich habe ihn unten gesehen. Geht doch mal nach unten und frag ihn, wer zum Henker ist jetzt Coco? Ich dachte, Bartu wäre da. Mann. Oh, wie groß ist diese Insel eigentlich? Okay, komme ich runter? Warte mal, kann ich hier nicht rein oder wie? Ja doch. Wieso hat sie denn gesagt, sie müsste das Tor erst noch aufschließen oder? Ja, was soll's. Also soll runtergehen. Ich sehe gerade, der Part wäre eigentlich auch schon zu Ende. Ich mache heute mal ein bisschen extra large. Aber nur ein bisschen. Nämlich erst noch was über meinen Vogel herausfinden. Das geht zu langsam. So, du hast davon gesagt, es sei unten. Bist du Coco? Wieso bist du aufgebracht, Michael? Was sagst du, weißt nicht, wo dein Wolkenvogel ist? Was hat das denn zu bedeuten? Das würde ich auch gerne wissen. Da kann ich wohl den gerufen hast? Könnte es vielleicht... Ja? Ach, es ist ich. Hab nur laut gedacht. Alter, spuck's raus. Und ich poliere die Fresse. Okay, er will nicht. Also... Ach nichts, vergiss einfach, was ich was gesagt habe. Mann, Alter! Sprich dich mal raus! Das ist noch ein Problem. Ich hoffe, dein Wolkenvogel taucht bald auf. Mach mich ja nicht irre. Der will nicht mit mir reden. Alte, kannst du ihn bitte überzeugen? Das ist ein Wolkenvogel. Bin gerade beschäftigt, hat das nicht Zeit bis später? Okay, die ist auch super hilfsbereit. Oh Mann, Freunde, was ist das für ein Party? Unser Vogel ist irgendwie weg, wir haben da eine unzufriedene alte Schachtel, die uns nicht helfen will und der Typ hier kriegt das Maul nicht auf. Noch ein Problem, weil... Kriege ich denn jemals wieder zum Sprechen? Oh, Toilette, nein, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Nein, ich muss noch nicht aufs Klo, noch nicht, so eine schwache Blase habe ich nicht. Hallo? A öffnen. Ich drücke schon die ganze Zeit auf A. Mein Gott. Und ich finde hier einfach nix. Ein Satz mit X war wohl nix. So. Hey, was machst du denn noch hier? Ist das dein Ernst? Du hast einen Vogel gerufen, er ist nicht gekommen? Ja. Ein Schutzvogel ist nicht gekommen, habe ich gerade gesagt. Ich habe schon vieles gehört, aber so etwas hätte ich niemals für möglich gehalten. Na siehst du, du musst dir allerdings keine Sorgen machen, mein Freund. Ich werde einen Weg finden, dir zu helfen. Und wie? Allerdings wird das etwas dauern. Wie wäre es, wenn du dich inzwischen mal am Dorfplatz umhören würdest? Okay. Also Freunde, dann, im nächsten Part geht es weiter und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns auf dem Dorfplatz um. Obwohl, vielleicht finden wir hier noch was. Also dann, bis zum nächsten Part bei Zelda Skyward Sword. Ciao zusammen!